Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Unsafe Release, eurem Schweizer F1 Podcast mit euren Hosts, dem Castle und dem Schubs. Ja, heute gehen wir wie immer durch die ganzen Teams durch. Wir teilen sie wie immer unterteilen unter Backfield, Midfield und Frontrunners. Und wir schauen jedes Team an und tun auch dementsprechend ihre Performance ein bisschen beurteilen und auch die Fahrer beurteilen. Zudem eine kleine Anmerkung, wir haben extrem viele Fragen bekommen in Discord und wir haben die Fragen alle gelesen, aber noch nicht im Podcast beantwortet. Die werden auch in dieser Episode nicht beantwortet, aber wir versprechen euch, wir machen demnächst eine Episode, wo rein nur um eure Fragen geht. Also wenn ihr noch Fragen habt, schreibt die gerne bei uns in den Discord-Server rein. Und jetzt wünschen wir euch viel Spaß und eine gute Unterhaltung. So, also wir starten gerade mit dem Silverstone Grand Prix, wo ja am vergangenen Sonntag war. Und wie immer gehen wir hier die Teams durch. Wir teilen sie unterteilen zwischen den Backmarkers, wir haben gesagt, Mittelfeldteam oder Midfield-Team oder wie auch immer. Midfield, yes. Genau, und Frontrunners. Und wir starten bei Williams. Und ja, Williams ist, ja, also sagen wir so, es hat schon nicht gut angefangen. Der Albon hat ja eigentlich einen Startcrash gehabt. Der ist schon allgemein dort ein bisschen, ist allgemein drunter und ob gegangen am Start dort, haben sie sicher alle gesehen. Aber bevor wir zum Joe kommen oder zum Guan Yu Zhou, wir reden jetzt aber gerade zwischen über Williams, über den Albon. Der ist ja eigentlich vom Vettel abgeschossen worden. Der Vettel ist im Hindi reingefahren, er ist dann nachher rechts in die Betonwand reingegangen und dort war halt keine Polsterung drin, es war ein bisschen unglücklich gewesen, weil ja, dort hat man natürlich halt nicht gerechnet, dass sie da einen trainiert donnert einmal. Und ja, hat sich scheint eben ein bisschen, also so wie verletzt oder beziehungsweise einfach zur genaueren Untersuchung hätte er dann nachher müssen noch ins Medical Center gehen, später dann noch ins Spital, ist er noch dort hergeflogen worden, ist aber dann auch, ja später am Abend ist dann nachher auch Meldung gekommen, dass er das Krankenhaus hat können verlassen. Er hat ja auch noch einen Instagram-Post gemacht, oder wahrscheinlich ist es auch auf Twitter und überall gewesen. Also es geht ihm dementsprechend wieder gut oder besser. Und ja, der Goat Latifi, oder Goat Tifi besser gesagt, hat einen Bombenstart hergelegt. Also richtig überrascht bin ich gewesen. Der ist schon beim Russell und beim Guan Yu Zhou zwischendurch gegangen, vor dem Gasly noch. Und dann hat der Russell die Türen zugetan und dann hat es eben den Startcrash ausgelöst. Aber Latifi hat alles gegeben, muss man sagen. Aber ja, leider dann halt im Rennen selber ist ein bisschen die Luft draussen gewesen, da war die Pace nicht rum. Er selber ist ja noch mit dem alten Chassis gefahren. Der Albon hat ja schon das neue Chassis bekommen, also das neue Update hat nur er bekommen. Hat mich Wunder genommen, wo der Albon gelandet wäre, wenn er den Crash nicht hätte. Weil in den Trainings hat der Albon eigentlich schon relativ stark ausgesehen mit dem neuen Chassis. Aber Schubs, was sagst du zu Williams? Ja, also wie du halt schon gesagt hast, wirklich ein durchwachsenes Wochenende für Williams. Es hat halt wirklich schon nicht gut gestartet, oder? Mit dem Qualifying. Auch auf der Albon seiner Seite, oder? Ich meine, dann haben sie das neue Upgrade, wir wollten es eigentlich ein bisschen schauen, wie es ist. Nachher hat der Albon Probleme im Qualifying, kommt nicht mal aus dem Q1 raus. Aber ja, nein, wirklich absolut cool für Go Tifi, dass er jetzt sein erstes Q3 geholt hat. Aber ich glaube, er ist dort auch realistisch geblieben und hat gesagt, ja, es war jetzt halt auch wirklich ein bisschen Glück gewesen, zum richtigen Zeit, an der richtigen Stelle gewesen. Aber ich finde es wirklich, also eine der besseren Leistungen, also jetzt, ich würde sagen, vergleichbar mit Ungarn 2021 vom Latifi. Also ich glaube, seit das Glück war. Ich glaube, das ist einfach pures Talent. Pures Talent. Ja, genau. So Bullshit. Nein, also ich freue mich für Latifi. Es ist die erste gute News seit Abu Dhabi. Also beziehungsweise das erste gute Rennen. Und er hat es verdient. Also all der Hate, den er bekommen hat über Social Media, also was er generell durchgemacht hat, also einerseits weg Abu Dhabi und auch andererseits sonst die letzten paar Wochen, hat er wirklich mal so ein gutes Resultat verdient. Also bin ich wirklich happy für ihn schlussendlich. Und ja, auf der anderen Seite von der Garage, wie gesagt, beim Albon ist es halt wirklich, er hat definitiv schon bessere Wochenende gehabt, sagen wir es so. Und ja, gut abgerundet nachher noch mit einer ganz, ganz leichten Hirnerschütterung anscheinend, habe ich gelesen. Ja,
wird wahrscheinlich wirklich nicht so tragisch sein, wenn er wieder aus dem Spital schon draußen ist jetzt. Aber ja, es zeigt auch einfach, oder wenn du jetzt vergleichst, was der Guan Yu für einen Crash gehabt hat, dem ist Hundsbuddelwohl, nein, wie sagt man? Futzbuddelwohl, sagt man, glaube ich. Ist es im Gang. Keine Ahnung. Ja. Putzmunter meinst du, oder was? Nein. Irgendwie so, Futzbuddelwohl. Auf jeden Fall, nein, dem ist so tiptop gegangen und der Album, der Crash vom Album hat nicht so schlimm ausgesehen, aber es ist auch gleich, wenn der eine hinten rein, dann tätschst du in die Wand, dann fahren nochmal 2 in rein. Ja. Dann spürst du schon mit der Zeit am Grind oben. Und das, ganz ehrlich, ein Wunder hat er sich nicht den Finger gebrochen, weil du siehst ganz genau, wo der Yuki Tsunoda in ihn crasht. Siehst, wie er die Hände wieder ans Lenkrad tun will. Und dort hat er wirklich Glück gehabt. Du siehst richtig, wie es ihm das Lenkrad umschlägt. Ja, also Glück im Unglück, definitiv für Albon. Ja, also wer überhaupt kein Glück gehabt hat, das Wochenende, ist bei Essen gewesen, der Stroll. Dem ist irgendwie gar nicht gegangen. Der ist gut, ja auch Glück auf dem nicht Ja, mehr. ja, gut, das stimmt auch wieder. Also bei ihm ist irgendwie, keine Ahnung, also das Wochenende ist irgendwie gar nichts gewesen. Bei ihm ist, glaube ich, im Qualifying, nein, das ist ja auch Katastrophen-Qualifying gehabt. Er ist ja noch im FP3 oder FP2 oder so, ist er mal im Kiesbett rausgelandet. Und dann hast du das Video gesehen, wo einer von der Tribüne aber mit dem Megafon so geschrien hat, so You can't park there, mate. So. You can't park this, hä? So geil, Mann. Ganz gut. Aber nein, aber dem sein Wochenende war also wirklich katastrophal gewesen. Aber ja, muss man auch sagen, also gut, Montreal war jetzt nicht schlecht gewesen, wobei dort ist eben, wie gesagt, ein bisschen Punkte reingekommen, dank dem Vettel auch. Er hat dort ja Platz gemacht, dass er einfach durchziehen kann. Aber sonst Stroll, ja, ist halt ein bisschen wie beim Latifi auch, wenn er in die Punkte kommt. Also gut, der Latifi ist jetzt noch nicht in die Punkte gekommen, aber wenn der Stroll in die Punkte kommt, hat es irgendwie meistens immer ein bisschen mit Glück zu tun. Also habe ich jetzt so das Gefühl. Es ist nie irgendwie so vom Talent her, sage ich jetzt einmal. Ja, es kommt ein bisschen drauf an. Also, ich finde zum Beispiel, was ist das gewesen? Türkei 2020, wo er Pole Code hat. Mhm. Dort war wirklich krank gute Leistung von ihm. Also gerade im Regen kann er gut performen, aber irgendwie, wahrscheinlich kommt er jetzt auch mit dem Auto nicht so zu Schlag dieses Jahr. Also, keine Ahnung. Dem seine Zeit ist einfach durch. Einfach wirklich fertig. Das sehe ich auch so. Das sehe ich definitiv auch so. Aber wenn seine Zeit noch nicht vorbei ist, das ist sein Teammate, dem Sepp. Also da hoffe ich immer noch, dass der Vertrag verlängert wird. Ich wünsche mir schon recht. Weil einerseits ist der Sepp einfach wieder mal einmal mehr in die Punkte hineingefahren. Er hat ja noch seinen 35. Geburtstag am Sonntag und ist an seinem 35. Geburtstag genommen mit dem Williams von 1992, wo der Nigel Mansell damit gefahren ist. Sogar damit die Championship gewonnen hat. Wo er sogar mit dem Championship gewonnen hat, mit der Active Suspension, oder was war es? Ja, genau, oder? das ist das erste, ich glaube, das erste Auto. Aktiv aufhängig, jedenfalls auf Deutsch. Ist er gefahren, aber nicht eigentlich sozusagen mit dem, ja mal schon mit dem Originalmotor. Also der 3 Liter V10 dürfte das gewesen sein. Er hat aber einen Umbautrag gemacht, dass es mit rein synthetischen Benzinen können fahren, also mit E-Fuel. Und also die Bilder sind einfach geil gewesen. Und der Sound ist auch geil gewesen. Und ich habe schon im Schubs geschrieben und habe gesagt, also, Alter, meine Hoffnung ist einfach nur, dass sie irgendwann in die Richtung werden entwickeln. Dass sie irgendwann sagen, ja mal, jetzt können wir ja, wenn ja das E-Fuel ist ja nachhaltig, plus eben, es hat ja keinen CO2-Ausstoß oder irgendwie so 80-90% kleineren CO2-Ausstoß als normale Benzin. Also irgendwie wirklich extrem krass. Und meine Hoffnung wäre schon, dass sie mal in die Richtung gehen. Der Helmut Marko ist auch noch gefragt worden dazu. Ich weiss, jetzt sage ich Helmut Marko und alle denken so wieder, der sagt eh nur Scheiße. Aber er hat schon auch gesagt, ja, es sei ein geiler Sound und er hofft, dass es mal wieder in die Richtung geht. Aber er hat gemeint, das ging noch lang, wenn überhaupt. Aber ich hoffe schon, dass es mal in die Richtung geht. Aber wie gesagt, es waren schöne Bilder gewesen, alles und dran. Man darf aber nicht vergessen, der Sepp ist gut gefahren im Rennen, hat eigentlich eine erstaunliche Pace gehabt, muss man sagen wieder. Also der Aston läuft, sagen wir mal, unter dem Sepp im Marsch besser als unter dem Stroll im Marsch. Aber ja, er ist schon P9 geworden.
denke, Glück hat auch ein bisschen mitgespielt, weil ja als so ein Russell oder so rausgefallen ist oder ein Ocon ist ja auch noch weiter vorne rausgefallen. Also ist ein bisschen Punkte reingespült worden, aber ja, das Racing gehört ja auch ein bisschen dazu, das Glück schlussendlich. Aber allem in allem hat er auch wieder, denke ich mal, eigentlich mehr wieder eine sehr, sehr gute Leistung eigentlich abgeliefert. Ich meine, er ist auch von P18 gestartet, also sehr, sehr weit hinten. Ja, ich glaube einfach generell, oder, was der Sepp für diesen Sport macht und wie er sich einsetzt, das ist einfach elementar. Es ist einfach wichtig, dass die Fahrer auch eine gewisse Richtung einschlagen. Und ich glaube, der Sepp, man sieht richtig, wie er als Mensch gewachsen ist. Also nicht, dass er noch erwachsen werden musste. Ich meine, er ist in diesen Sport hineingekommen, klar als Jungspund, aber ich finde, er hat schon immer einen sehr klaren Kopf gehabt. Und ja, hat gewusst, wer er ist, wo er ist, wie gut das er ist. Und jetzt einfach auch, dass er verstanden hat, gleich mit dem Lewis zusammen, dass man sich halt auch für gewisse Themen muss einsetzen muss. Und das ist einfach etwas, wo sehr wichtig ist. Wegen dem stimme ich dir auch absolut zu. Dass, ja, ich hoffe, dass dem sein Vertrag noch mal verlängert wird. Also es ist ja er, der das entscheidet, definitiv nicht das Team. Ja, voll. Und ja, was soll ich sagen? Eben auch gerade, was du erwähnt hast mit dem Williams. Also das war eine geniale Idee von ihm. Dort mit dem umgebauten Williams hinzukommen. Weil das zeigt einfach auch, oder, hey, in diese Richtung sollte sich entwickeln. Das ist das, was die Fans auch sehen. Wir wollen wieder zurück zu diesen schreienden Motoren, wo du... Also ich weiss noch ganz genau, als ich in Hockenheim war und der Mick mit seinem 2004er Ferrari gefahren, oder war es 2002er? Ich glaube, es war 2004. Ich glaube so, ja. Vom Vater, ja. Hey, und wie das geschrauen hat, das Auto. Ich habe gemeint, er fährt jetzt gerade durch, schaue um. Und nachher habe ich gemerkt auf dem Bildschirm, der ist auf dem Startziel. Und ich bin hinter der, was ist die Sachsenkurve? Du bist schon auf der Mercedes-Tribüne, genau. Wie die Kurve heisst. Ich war ja im Motodrom dort. Genau, und also du bist ja gerade im Rücken von mir. Im dritten Sektor und ich habe gemeint, er fährt jetzt gerade an mir vorbei. So laut und so geil tönen die Motoren. Also das ist genau das, wo die Zuschauerschaft will. Und ihr habt es sicher auch mitbekommen, man will ja 2030 Net Zero werden. Das heisst, dass wir weniger oder beziehungsweise nicht mehr Abgas ausschüttet, als dass wir eigentlich... ja, also CO2-neutral eigentlich. Ja, CO2-neutral, so, genau. Aber wichtig ist auch noch zu erwähnen, nicht nur mit den Rennautos, sondern die gesamte Logistik. Der ganze Zirkus, ja, der ganze Alles, Zirkus, oder? Ja. Weil das ist eben das, oder? Mit den Rennautos, theoretisch gesehen, bedeutet Net Zero nicht, dass man gar kein Benzin mehr brauchen in den Autos. Oder? Es geht um einen ganzen Zirkus, dass der nicht mehr Abgas verursacht. Und von dem her rein theoretisch gesehen, wenn das rundum perfekt gemacht ist und alles auf elektrisch gelöst ist beispielsweise oder auf was auch immer wir für Lösungen bis dann noch kommen, ja, desto besser. Und ich finde das wirklich eine Hammer-Sache, weil oder F1 hat schon immer die Innovation im Automarkt eigentlich vorantrieben. Und generell, sagt das nur schon Safety im Racing-Bereich oder mit dem Carbon-Chassis. Das kommt alles von Formel 1. Und dort muss ich echt sagen, eben, bin ich froh, hat man so Fahrer wie ein Vettel eigentlich drinnen, wo das schlussendlich auch ja, dafür sorgen. Ja, nochmal zusätzlich unterstützen eigentlich, ja. Ja, voll. Etwas, was ich hure geil gefunden habe, der Nigel Mansell war ja rum das ganze Wochenende und du hast einfach gesehen, was der für eine Passion hat für den Sport. Und ich habe mich so gefreut, jedes Mal, wenn der wieder in einer Kamera war, in einer Kamera drin war. Auch am Goodwood Festival hat es ein grosses Interview gegeben mit ihm auf dem Balkon und das ist einfach so ein sausympathischer Mensch. Und danach hat es noch wirklich eine geile Szene gegeben, die ich cool gefunden habe beim Rundown oder beim Showdown, ist der Nigel ja zum Vettel gegangen, wo er das Interview hatte mit Lawrence Barretto. Und nachher ist er so zu einem Mann gegangen und hat gesagt, ja, oder? Und das ist nicht nur ein guter Fahrer, er ist auch noch ein hure guter Businessman. Er hat schliesslich den Williams mit Motor und Getriebe für 1 Million weniger gekauft, als er ihn ohne Motor und Getriebe verkauft hat. Und da habe ich echt sagen, hey, also Mansell wirklich, das ist ein absoluter genialer Charakter und ja, also auch, als er im Carlos Sainz Pole Position Award übergeben hat, das war einfach so schön, die Passion eigentlich können zu sehen und die Freude, die schlussendlich das Wochenende in vielen Fahrern auch können bereiten hat, wirklich durch ihn
durchgeflossen. Und wenn wir schon gerade bei Freuden sind, wo wo viele Fahrer haben dürfen erleben, auch bei den Backmarkers, jetzt aber nicht mehr mit im Kuchen bei den Backmarkers, sondern auf dem letzten oder auf dem ersten Platz der Backmarkers, Haas. Mit 20 Punkten haben sie jetzt nämlich Aston Martin können überholen. Und Halleluja, endlich, seit was ist es, glaube ich, 2 oder 3 Jahren, wieder mal doppelte Punkte für Haas. Magnussen und Mick Schumacher drin. Mick Schumacher sogar 2 Plätze besser als der Magnussen. Also wirklich absolut verdient. Endlich. Und ich bin überzeugt, das hat Mick jetzt so ein bisschen den Knoten gelöst. Ja, also sehe ich auch so. Zuerst mal eben wieder Double Points. Keine Ahnung, ich weiß gar nicht, Ich glaube, wo 2020. Bist du sicher 2020? Nein, definitiv nicht. Also ich weiss es ehrlich gesagt nicht. Ich kann mich an die Double Points noch erinnern, die sie mal geholt haben in das war aber noch 2016, wo sie frisch in die Formel 1 sind, also schon Ewigkeit her. Aber ist auch egal. Jedenfalls, ja, wirklich endlich mal Double Points zu geben, beziehungsweise endlich mal die ersten Punkte für den Mick. Und ich hoffe auch jetzt, dass ihm wirklich der Knopf gelöst hat, dass er jetzt regelmäßiger in die Punkte reinfahren kann. Er hat auch wirklich eine gute Pace gehabt, muss man sagen, im Auto. Und man muss immer noch im Hinterkopf haben, die haben eigentlich immer noch das gleiche Auto wie in Bahrain. Sie haben jetzt zwar ein kleines Update mitgebracht, aber was nur Dings waren, scheint Backplates vorne an den Frontflügeln, die sich ein bisschen angepasst haben. Aber sonst haben die noch kein grosses Update gebracht. Alle Teams haben Updates mitgebracht. Bis jetzt. Mindestens eins grosses. Aber Haas hat noch gar nichts. Die haben noch gar nichts. Da kommt ja erst in Frankreich, Ungarn, irgendwo so dort rum soll ja etwas kommen. Also ich bin gespannt, was das für ein Update wird sein. Und ich bin gespannt, wie die Performance dann nachher auch noch wird sein von Haas dann. Aber ich habe mich sehr gefreut für den Mick, weil es ist einfach Zeit geworden einerseits mal. Ich finde auch, dass sie mit ihm, also ja, was soll ich sagen, ich verstehe es einerseits von Teamseite her, wie sie mit dem umgegangen sind, weil eben der Magnussen ist immer weit vorne, ist einfach vorne ein bisschen mitgefahren oder im Mittelfeld mitgefahren. Und Mick hat irgendwie Probleme gehabt, obwohl das ja das gleiche Auto hat. Aber irgendwie seit Montreal ist ein bisschen Aufwärtstrend gekommen. Also klar, Montreal ist ja ausgeschieden, weil ja dort der Car abgelegen ist. Zudem muss man auch sagen, ist er ja eigentlich nicht immer der alleinige Schuldträger gewesen. Also klar hat das Auto auch viel gecrashed, aber zum Beispiel auch wieder im Qualifying in Silverstone haben sie ja eine Distanzscheibe vergessen zu tun, auf der linken Seite oder so, oder auf der rechten, ich weiß gar nicht, auf welcher Seite. Jedenfalls hat er die ganze Zeit ein schräges Lenkrad gehabt. Und das sind einfach so Fehler, die eigentlich nicht passieren dürfen, wo man einfach muss dann auch sagen, doch kann der Mick nicht dafür. Aber sei es darum, schlussendlich, ich denke, es hätte müssen so sein, dass er jetzt in die Punkte reingekommen wäre, reingekommen ist, weil wir wissen ja nicht, wo er gelandet wäre, wenn er nicht dort gestartet wäre. Von dem her wirklich sehr, sehr gut gefahren. Geile Pace gehabt, hat sogar am Schluss noch ein richtig heftiges Battle gehabt mit dem Verstappen und hat dort schon ein bisschen Schiss gehabt, dass der Karren wegwirft. Vor allem so in der letzten Kurve, wie er sich noch reingedrückt hat und dann nachher, also beim Rausbeschleunigen so rechts reingedrückt hat, aber der Verstappen ihm dann nachher eiskalt die Türen zugetan hat. Zum Glück hat er dort zurückgezogen, wenn er einfach drauf geblieben wäre, hätte er wahrscheinlich geschossen. Aber nein, dicker Respekt an ihn, ich hoffe, das geht jetzt so weiter. Und natürlich am Schluss noch der Funk. Ey, das ist so krass gewesen. Also das habe ich richtig schön gefunden. Seine Schwester war am Funk gewesen. Seine Mutter war auch noch am Funk gewesen, am Schluss. Das hat man aber dann nicht mehr gehört. Das hat man müssen, also wenn ihr auf YouTube geht oder so, können das schon noch, oder können das nachschauen oder hören das noch. Auch der Günther hat sich bedankt auf Deutsch und so. Also mega herzig, wie sie mit dem umgegangen sind. Ja, also es ist wirklich lustig, auch wenn du vergleichst Zelebrationen zwischen Haas und ihren Fahrern und zwischen Ferrari und ihren Fahrern. Also ich glaube, Haas hat die Punkte vom Mick fast mehr gefeiert als Ferrari den Win vom Sainz. Es ist wirklich ist lustig gewesen, aber wie du sagst, absolut ein verdienter Drive. Ich glaube gar nicht mehr, es gibt gar nicht mal zu viel darüber zu sagen. Ich meine, es war wirklich ein cooles Wochenende für ihn. Es wird sicher den Knoten gelöst haben. Ich sehe da wirklich gute Zeiten vor ihm. Und was ich eben wirklich cool finde, du hast es auch angeschnitten, ich glaube, er hat einfach einmal mehr können zeigen, wie gut er eigentlich kann Rennen fahren kann. Also gegen Verstappen, wie er dort trotzdem
dass er gewusst hat, dass der riskiert jetzt alles. Der könnte schon wieder nicht in die Punkte kommen. Und jeder andere Fahrer wäre da zurückgeschreckt und hat sich gesagt, weißt du was, jetzt tue ich mal für einmal ein bisschen zurückhängen und nichts machen. Und er hat einfach gesagt, nein, scheißegal, ich will alle möglichen Punkte, die ich haben kann. Ich will mich zurückkämpfen, weil er sich jetzt schon bewusst, auch wenn er die Punkte generell einfach mal gebraucht hat, desto mehr Punkte, desto besser, weil er will ja schlussendlich auch wirklich so weit weg, wie es geht, von den, was ist er jetzt, P17, fast Gleichstand mit Stroll und Albon. Er hat ja 4 Punkte und die anderen 3, oder? Und dann hat sich das auch überlegt. Nein, ich will noch weiter weg von denen, weil die brauchen nur ein gutes Rennen und dann haben sie mich wieder überholt, oder? Und da muss ich echt sagen, sehr ein erwachsener Drive von ihm, sehr gut gewesen als Racing gegen Verstappen. Sie haben sich genug Platz gelassen. Verstappen hat mir ehrlich gesagt ein bisschen aufgeregt, aber was wollte man sagen? Ich meine, der Verstappen, der muss halt auch, dem ist ja auch bewusst, dass ein 7. Platz halt könnte die Championship entscheiden. Gerade seit letztem Jahr weiss er das definitiv, oder? Und statt den 8. Platz. Also ja, einfach wirklich coole Szenen gewesen gegen Ende dort. Ja, also muss ich auch nochmal sagen, es war wirklich sehr, sehr geil gewesen. Es war wirklich sehr, sehr gut gewesen, auch für den Mick. Dann kommen wir jetzt zu den Midfield-Runners oder Midfield-Teams. Und ich würde mal sagen, wir starten bei einem Team, wo es, wie wenn man die Kurve möchte irgendwie beschreiben, würde ich mal sagen, die haben tief angefangen, sind in ein Hoch reingekommen und sind jetzt irgendwie wieder in einem Tief gelandet, beziehungsweise einfach bei einem Fahrer. Ich glaube, so kann man es beschreiben. Und zwar McLaren. Und ja, also Ricciardo, wieder mal eine Schmäh. Ich weiß nicht, was ich soll sagen dazu. Einfach gar nicht. Er ist gar nicht aus dem Tief rausgekommen. Ja, er ist ja dort schon mal, eigentlich hat schon Baku hat einen guten Drive gehabt. Monaco ist ja, glaube ich, auch nicht schlecht gewesen, wenn ich es richtig im Kopf habe. Oder Spanien, ich weiß nicht mehr. Also, er hat schon 2, 3 Runs gehabt, die gut waren. Aber jetzt irgendwie mittlerweile ist ja wieder einfach nichts rum. Aber beim Teamkollegen hat es irgendwie plus minus auch funktioniert wieder. Ich weiß gar nicht, wo ist der Norris gelandet? Der ist auf P6. Und wenn alles richtig gelaufen wäre, hätte er P4 finishen. Aber Leclerc war halt ein bisschen Blockade gewesen. Ja, aber beim Ricciardo keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ob der wirklich weiterhin seinen Vertrag wird behalten. Bei McLaren ist er auf P13 ins Ziel gekommen. Momentan heisst es immer noch, er wird seinen Vertrag können, behalten und auch können ausführen oder halt komplett abschließen. Aber wenn er einen Cent bringt, der Vertrag, also bis Ende nächstes Jahr, der wird dann nicht mehr verlängert werden. Definitiv nicht, denke ich. Also auch wenn er eine gute Saison wird als nächstes Jahr, ich denke es nicht. Aber eben, zuerst mal muss er überhaupt noch einen Vertrag haben oder zuerst mal muss er das nächste Jahr noch fahren dürfen, sage ich jetzt mal so. Ja, also eben, beim Ricciardo, wie du gesagt hast, mit dem Verlängern von seinem Vertrag, also ich weiss, es hat klare Kommentare gegeben, dass er ganz sicher wird fahren nächstes Jahr, aber sorry, mit so einer Performance kannst du nicht einfach das raushauen. Ich glaube, er ist sogar, er ist überrundet gewesen, Zeit lang. Ohne Safety Car wäre er überrundet ins Ziel gekommen. Er hat zurück überrundet nach dem Safety Car. Ja. Er hat zwar, glaube ich bin mir nicht sicher, ich habe gemeint, er hat auch irgendwie Damage gehabt. Echt am Heckflügel oder etwas. Oder das DRS ist, glaube ich, offen geblieben oder so und hat rein müssen. Aber ja, das Wochenende ist halt so viel, oder das Rennen ist so viel passiert, dass er ziemlich in den Hintergrund gegangen ist. Aber selbst dann, auch wenn du schnell rein musst für den Heckflügel, also, es ist einfach wirklich eine schwache Performance. Schlichtweg. Jetzt muss ich doch schnell schauen, was haben wir? 1,32,3 ist im Norris seine schnellste Runde. Im Ricciardo ist ein 1,34,6. Wow. Du kannst nicht 2,5 Sekunden langsamer sein. Gut, die Frage ist natürlich halt, wenn er sein DRS nie gegangen ist, ist natürlich die Frage, wenn hat der Norris die schnellste Runde gemacht? Hat er DRS gehabt? Weißt du, das ist natürlich aber relevant. Auch mit DRS holst du nicht 2,5 Sekunden raus. Und um einen super Slipstream, da kommst du vielleicht auf eine Sekunde. Who knows? Alles zusammen. Who knows? Mit diesen neuen Autos stimmt eigentlich. Who knows? Aber es ist wirklich einfach,
Du darfst dich halt einfach auch nicht in so eine Situation reinbringen, weil, sorry, also McLaren wäre so etwas von eindeutig auf P4, wenn der Ricciardo ein bisschen mehr Gutsein würde geben. Aber sie sind jetzt gerade mal 8 Punkte vor Alpine. Ja, Und das ist echt nicht viel, oder? Da braucht es ein gutes Rennen von Alpine und die sind auf P4. Ja, das Ding ist halt einfach eben das, wenn wir jetzt so ein bisschen schauen, der Norris hat einfach immer gute Punkte, also ein bisschen grössere Punkte und Alpine halt einfach immer mehrere kleine Punkte. Da muss jetzt einfach so dabei. Weil jetzt hat ja auch Alpine wieder, also wir können schon gerade den Sprung zu Alpine machen. Bei Alpine ist es jetzt so, dass der Alonso ja auf P5 ins Ziel kommt. Der Ocon wäre ja eigentlich rein theoretisch auch auf Punktenkurs gewesen. Der war ja noch vor dem Mick gewesen. Und hinter dem Verstappen. Hat ja aber dann nachher einen DNF am Schluss oder technische Fehler noch. Hat ja den Gang nicht mehr können wechseln, also Getriebe wahrscheinlich oder irgendetwas. Hat ja sogar noch am Starcrash eine Beteiligung gehabt. Also er hat ja dort das vorderrechte Rad so wie abgeschlagen oder auch die Dachs gebrochen. Das haben sie dann wiederum können fixen, weil er hat das Auto von eigener Kraft können wieder in die Box reinfahren und dann darf halt die Mechaniker das Auto reparieren. Und die haben es können, also krass, dass sie es in dieser Zeit haben können fixen wieder, dass er können rausfahren und dann eigentlich wirklich noch ein gutes Rennen gefahren ist, muss man im Ocon lassen. Also das Auto war kaputt gewesen und sie sind gleich noch ein gutes Rennen gefahren. Das war schon ein kompletter Suspension Change gewesen. Und das ist eine Arbeit, die in der Regel, habe ich irgendwo mal gehört, ich weiß nicht, ich glaube letztes Jahr, wo das beim Verstappen der Fall war, für das bräuchtest du eigentlich etwa 1,5 Stunden. Und die haben das jetzt mal so in 30 Minuten reingefetzt, oder? Also dort auch Chapeau von diesen Engineers, absolut. Ja, das war wirklich krass gewesen. Und Alonso war auch wieder gut unterwegs gewesen. Alonso hat einfach wieder nochmal bewiesen, dass er eine gute Rennpace hat und einfach auch verdient hat vom Eis ist. Er war zwar nicht so auffällig gewesen, während dem Rennen, aber man muss sagen, im Qualifying auf P7 qualifiziert und dann nachher im Rennen ist er ja dann auf P5 vorgefahren. Also er ist vorgefahren und hat 10 Punkte geholt. Ja, der alte Haas weiss, wie es läuft. Ja, also in meinen Augen der Alonso auch nochmal eine Saison mehr sollen dabei sein von mir aus. Also ich sehe ihn hure gerne momentan, wie er fährt. Ich finde auch ihn mit seiner Art, wie er ist und so, finde ich ihn auch hure sympathisch mittlerweile. Ich finde aber auch, weißt, also generell, das Jahr, ich finde, okay, er hat zwar geile Zeiten bei Renault gehabt, wo sie gewonnen haben und alles, aber ich habe das Gefühl, also so happy, wie er momentan ist, hat man ihn wirklich fast nie gesehen in der Formel 1. Und der hat dieser Weg eine gute Zeit auch mit dem Ocon. Also ich finde das echt eines der stärksten eine der stärksten Teammate-Paarungen. Also einfach wie die miteinander umgehen. Und ich habe das Gefühl, beide zusammen holen immer alles raus, was möglich ist. Und sie fighten miteinander dann, wenn sie können. Und dann, wenn sie nicht sollten, tun sie nicht. Und sie haben noch nie irgendetwas versaut oder vergamet. Alonso hat viel Pech gehabt dieses Jahr. Aber abgesehen von dem ist wirklich, also die holen alles aus dem Alpine raus, was überhaupt möglich ist. Und keine Ahnung, ich finde wirklich, dass das Alpine ein Team ist, wo sich momentan, ich würde sagen, untereinander, einfach als Team selber sich am wohlsten fühlt. Und das strahlt sich einfach auch gegen aussen irgendwie raus. Es gibt aber auch noch ein anderes Driver-Pairing, das ja sich sehr gut versteht miteinander. Das ist ja der Bottas und der Joe. Und ich denke, es ist Zeit, um über den Crash zu reden, oder über das Ereignis von diesem Wochenende. Und also, was soll ich dir sagen? Ich bin wirklich mit kaltem Schweiß da gehockt, gefühlt. Und ich habe wirklich eine Träne in den Augen gehabt, als ich den Russell gesehen habe, übersäckeln. Ich bin mir sicher gewesen, etwas ist nicht gut. So lange, wie die keine Bilder gezeigt haben. Und also ich weiss auch, als ich am Montag ins Geschäft gegangen bin, hey, so viele Leute sind zu mir gekommen, boah, hey, hast du den Crash gesehen? Boah, hast du das Rennen geschaut? Und Und das habe ich noch nie gesehen. Und ja, das habe ich auch noch nie gesehen. Also, der ist über 4 Sekunden ist der einfach kopfüber auf dem Asphalt und in dem Käse am Umsliden gsi. Absolut brutal. Und ich meine, ihr habt sicher alle die Fotos gesehen. Das Auto war komplett verhunzen, der Überrollbügel weg. Und ja, also ich glaube, man kann definitiv sagen, in einem Wochenende 2 Leben, die gerettet wurden, sind durch Halo. Ich weiß nicht, für die, die es mitbekommen haben. Formel 2 hat es auch noch einen Crash gehabt, wo der Dennis Hauger über einen Sausage Curb ist und im Roy Nissany wirklich
Vatergrad, das ganze Auto, das wäre mal Grindu. Hat man kein Halo gehabt. Aber das ist etwas, was wir nachher noch vielleicht ganz kurz anschauen können. Ja, grundsätzlich wirklich ein absoluter Horror-Crash mit zum Glück einem guten Ende. Ja. Nur muss ich noch dazu sagen, ich zitiere den Bernie Ecclestone. Oh Gott, was Motor Racing will always be dangerous. Das hat er irgendwie mal 2015 oder so gesagt. Mhm. Ja, eben. Also, ich sage mal so. Ja, ich denke, Halo hat schon geschützt gehabt. Ob es ein tödlicher Unfall gewesen wäre, wenn es kein Halo rum war, glaube ich nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil die Helme, die sie haben, mögen auch recht viel verleiden. Klar wäre es wahrscheinlich nicht so ein geiles Gefühl gewesen, wenn du auf dem Helm schläfst, aber es hat es auch früher hure oft gegeben, dass Autos sich überschlagen haben, geschliffen haben. Wenn du auf dem Helm schläfst, mit was? Einer Tonne auf dir? Nein, nicht ganz. 700 Kilo. Ja, wobei... Der überall das ist komplett weg gewesen, ohne ja, aber du musst Halo. ja, überleg, das sind ja die 700, weiss ich wie viel Kilo, 798 oder was das sind. Wenn du ja so schläfst, drücke ja nicht permanent die 700, weiss ich wie viel Kilo auf dich. Das ist ja durch die Schwerkraft ist ja das ein bisschen ausgehebelt. Aber ich denke, ins Käse kommst, hat es dem das Genick gebrochen? Nein, ja, das glaube ich nicht. Außerdem hast du noch auf der Seite noch wie heisst es? Die sind ja auch hure hoch. Wie heisst es, hure sich, wo der Headrest drin ist, zum Beispiel. Die sind ja auch relativ hoch noch angesetzt. Also, ich glaube nicht, dass er tödlich gewesen wäre oder so. Aber eben, wie gesagt, Halo ist gut und recht, dass sie es drin haben mittlerweile. Ich bin eigentlich auch einer, der das Halo verabscheut hat. Ja. Ich denke, der Formel 2-Unfall, den es geht am früheren Sonntagmorgen, was das war, oder Samstag, ich weiß gar nicht, Sonntagmorgen. Ich glaube, der wäre safe tödlich gewesen. Der ist ohne Diskussion. Der ist schon voll ins Cockpit reingeflogen mit dem Auto. Richtig krass gewesen, definitiv. Aber natürlich, wie du auch gesagt hast, also Gott sei Dank ist im Guangzhou nicht passiert. Er hat schon gesagt, dass er ein bisschen schwindig ist und so. Was ich muss auch hoch anrechnen, oder wenn ich es muss auch hoch anrechnen, ist im Dings gsi, im Stefano Domenicali, wie er heisst, ja. Der Formel 1 Boss, der ist schon noch zu ihm gegangen, ist gefragt, wie es ihm geht und so alles. Das hat man ja noch gesehen in den Live-Bildern. Also ich kann mich nicht erinnern, dass das jeder, zum Beispiel eben der Bernie oder der andere Liberty Media Boss jemals gemacht hätte. Ich denke es jetzt nicht, oder ich glaube es nicht. Der Bernie ist, wenn dann noch zu der Formel 1 Weltmeister gegangen, das habe ich ihm glaube ich schon gesagt. Aber ja, es ist blöd gelaufen. Es ist, also auch da muss man sagen, jemandem die Schuld geben. Also klar, der Auslöser muss man schon sagen, ist der Russell gewesen. Der Auslöser ist der Russell gewesen, weil er hat einfach die Türen zugemacht. Der Gasly war noch dort drin, ist vom Gas gegangen. Aber was will der Gasly machen, wenn ihm der Russell so den Platz wegnimmt? Klar, man kann jetzt eben nicht sagen, ja, Russell, der ist schuld. Er war einfach der Auslöser gewesen, ja. Aber ich würde ihm jetzt nicht sagen, so, ja, er ist schuld an diesem schweren Unfall, weil schlussendlich ist alles so schnell abgelaufen, alles drum und treiben. Racing Incident. Das ist ja das, was auch nachher die FIA so deklariert hat. Aber man muss schon sagen, die Autos, was die mögen verleiden, ist schon krass. Also wir haben schon dieses Jahr auch wieder recht heftige Unfälle gesehen. Also auch der Mick zum Beispiel in Saudi-Arabien, der Mick in Monaco, der Mick, nein. Aber also, er hat schon wieder den meisten Schaden, das stimmt, ja. Er hat schon recht viele Autos geschlissen, aber es zeigt einfach schon, wie sicher die Autos sind. Was ich einfach ein bisschen schockierend gefunden habe, ist halt eben, dass oben das Chassis eigentlich so extrem abgeschliffen ist. Also ich kann mich erinnern, es hat eben schon ein paar Mal Autos gegeben, die kopfüber geschliffen sind auf dem Boden und das hat sich nie so extrem abgeschliffen. Da hat es ja auch noch recht heftige Diskussionen gegeben, weil ja Alfa Romeo relativ ein spezielles Chassis hat oben beim Kühlereingang oben, weil die haben ja oben eigentlich, wenn man so das Kühlerrohr hat oder der Eingang oben, das grosse Loch sozusagen, ist in der Mitte noch halbiert. Und das ist ja bei Alfa Romeo eigentlich einmalig, so, das hat kein anderes Team. Und wir hatten jetzt schon ein bisschen daran Zweifel gehabt, ob das wirklich so robust ist. Aber
Da muss man ja auch Entwarnung geben. Die Chassis werden ja immer extra, bevor das überhaupt das Auto gebaut werden, also bei der Homologation extra crasht, dass man überhaupt das Auto weiterbauen darf. Also der FIA tut die Autos extra crashen, schaut verschiedene Szenarien an. Das sind auch Szenarien, die zufällig sind. Also zum Beispiel ein Haas-Team hat es anders als jetzt ein Alfa Romeo-Team. Und ist alles legitim gewesen, schlussendlich. Ja, wie du sagst, also die Safety spricht für sich. Gell? Also, dass nichts passiert ist, ist der FIA zu verdanken. Ja, sind wir ehrlich, Teams, sie würden nicht kein Fick geben auf die Safety der Fahrer, aber sie würden noch vieles nicht einbauen, damit sie noch ein bisschen mehr Zeit könnten gewinnen könnten. Und wie du schon erwähnt hast, eben der Domenicali wirklich sehr gut reagiert. Er ist mit ihm reden und so direkt. Und ich finde eben auch, wie er mit ihm geredet hat, du hast wirklich gesehen, dass es ihm wichtig ist, dass es ihm gut geht und so. Also dort wirklich Chapeau an die FIA. Ja, dort gibt es jetzt einfach noch ein Thema, das ich gerade anschneiden will bezüglich Safety. Wir haben eben gerade wegen dem F2-Crash schnell auch in den Sprachnotizen miteinander darüber geredet. Die huren Sausage Curbs. Es hat schon 2019 hat's einen Fall gegeben mit dem Alexander Peroni, wo in Monza, also ich weiß nicht, vielleicht habt ihr das schon mal gesehen, sonst könnt ihr googeln. So abgeflogen ist. Ja. Der, also abgeflogen ist gut, der ist etwa 3-4 Meter in die Höhe und in die Zaun rein. Bei dem auch ein Wunder, dass dem nichts passiert ist. Und also ich finde, nur schon dann hat man müssen reagieren. Und dann war es noch so gewesen, ja, die Formel 3 Autos sind halt ein bisschen tiefer als Formel 1 Autos, wegen dem wir den noch dort über das Wochenende. Dann haben sie gleich abgeliefert zum Glück. Aber ja, also abschleifen bei einem einzelnen Corner bringt in meinen Augen nichts. Das Wochenende hat wieder ganz klar gezeigt, dass solche Sausage Curbs einfach nicht auf irgendeine Strecke gehören. Ich weiß nicht, was haltest du von dieser Meinung? Also ich finde, an und für sich finde ich die Sausage Curb keine schlechte Idee, weil sie bremsen die schon extrem aus oder du wirst halt dementsprechend bestraft, wenn du dort drüber ballerst. Also jetzt eben vor allem noch mehr jetzt mit den neuen Formel 1 Generationen mit dem Unterboden. Allerdings ist ja der Sausage Curb ist ja, glaube ich, in einer Innenlinkskurve gewesen. Da ist ja, glaube ich, der gerade, wo auf der, wie heisst die, Wellington Straight geht oder so etwas. Wenn mich nicht täuscht, wo der Dings drüber Wellington, nachher kommt, nein, Hangar. Hangar ist ja die mit nach Maggots und Baggots. Genau, ja, Wellington Straight, ja. Und der ist ja eigentlich, ja, also, wer war es? Der Hauger war es, der geflogen ist? Der Hauger, ja. Also ja. Es ist wirklich blöd passiert. Blöd passiert. Er hat ja einen Unfall der Nissani ist absolut selber schuld. Und zwar, der Nissani ist ein bisschen rausgedrückt worden, ist zurück auf den Track gekommen und hat den Hauger, obwohl der nichts mit dem Rausdrücken vorhin zu tun hatte, der war eins weiter hinten, der hat den Hauger einfach in den Rasen rausgedrückt. Und als er den Hauger in den Rasen rausgedrückt hat, hat der Hauger halt versucht, irgendwie ein Ausweichmanöver noch zu machen und hat sich dabei rechte Vorderachse gebrochen. Der ist nachher dementsprechend einfach über das Gras drüber geschlittert. Also der ist nicht mehr mit der Räder drauf gewesen. Also es hat nicht viel gegeben, wo er bremst hat. Und er ist somit fadengrad auf die Sausage Curb eigentlich zugegangen. Und der Nissani, also ich finde es eigentlich gut, hat es ihn gerade rausgekegelt und niemand anders ist genau in dem Moment auch um die Kurve gekommen. Und ja, also es ist halt wirklich, in so einem Fall, klar kann man jetzt sagen, ja, das passiert ja sehr selten, aber ja, eines passieren ist zu viel in meinen Augen. Ja, also ich sehe es jetzt so streng. Ich finde halt einfach, dass der Sausage Curb dort falsch positioniert ist. In meinen Augen müsste es keinen haben. Da könnte man auch anders machen, dass man halt Sensor reinlässt und nachher einfach sagt, okay, wenn dort drüber ballert, wird Zeit gestrichen oder geht Track-Limit dann einfach und wird bestraft. Könnte man auch so machen. Aber ja, mal schauen. Ich denke, sie sind schon gelernt und sie werden es fürs nächste Mal wird wahrscheinlich nicht mehr dort sein. Ich nehme jetzt mal schwer an. Was ich aber auch noch wollte sagen, du bist mir ein bisschen zu voreilig gewesen. Wir sind eigentlich immer noch bei Alfa Romeo. Yes. Bevor wir noch zum Bottas gehen, wo eigentlich relativ unauffällig war, plus ist ausgeschieden wegen einem Getriebeschaden, by the way. Zum Guang Yu Zhou-Unfall, ich komme noch kurz zurück. Der ist ja über den Reifenstapel geflogen und ist ja eigentlich eben zwischen Zaun und Reifenstapel reingefallen dort. Und der
der Zaun hat wirklich, muss ich sagen, gut gehabt und hat auch die Fans geschützt. Und da dürfen wir uns alle auf die Schulter klopfen, die in der Schweiz leben, weil die kommen aus der Schweiz. Das sind Spezialanfertigungen aus der Schweiz. Ich habe gedacht, wo willst du jetzt mit dem? Nein, so also gut. die sind, das ist kein Witz, die sind, das habe ich, da haben sie bei Sky auch erzählt noch, aber ja, die haben es schon mal irgendwo gelesen, aber bei Sky haben sie es nochmal gesagt, dass die sind eigentlich bei der, kann ich es gaxen, nicht bei der Lawine, bei der Felswand, das ist eigentlich fast das Gleiche, oder sind die gleichen Zäune, die dort aufgestellt werden. Und die Firma, ich weiß aber nicht, welche Firma oder wie die heisst, die tut speziell noch für die Formel 1 und für die Grand Prix-Strecken die so Zäune erstellen. Das ist ganz also, was da ich aber zusammen noch wieder auch krass Schweizer Innovation. finde, ist, Oder definitiv. Innovation, ja. Ingenieurskraft, oder? Ingenieurskraft, ja. Was ich eben auch krank finde, ist, ich schaue immer so von einem Fotograf, der macht richtig geile Vlogs. Der hat gesagt, er war genau Turn 1 gewesen. Und den Zaun haben die innerhalb von etwa 10 Minuten, Viertelstunde, haben sie den wieder geflickt gehabt. Und da habe ich auch gedacht, what the fuck, Alter, wie kann man einen Zaun so, wie er ist, mit der gleichen Integrität wieder aufgestellt haben, nach 10 Minuten. Und da muss ich echt auch sagen, Chapeau. Also generell auch Marshalls in Silverstone sind immer grandios. Und das Wochenende haben sie es wieder mal bewiesen, in meinen Augen. Auch wo sie da die Protestanten. Ja, egal. Man muss aber auch sagen, noch zu den Marshall, die sind auch noch, also muss ich sagen, finde ich auch korrekt, da der Head of Marshall etwas hat ja auch noch eine Trophäe gegeben. Genau, das habe ich eigentlich ausgewählt. Okay, gut, ich habe nur schnell drin sliden aus gewissen Gründen. Aber wir machen jetzt weiter, wir sliden weiter zum nächsten Team und zwar ist das, das habe ich voll auf den Tisch gehauen, das hat mir voll gehört, aber egal. Wir gehen weiter zum nächsten Team, das ist Alpha Tauri noch, die haben wir noch nicht angesprochen. Ja, also in meinen Augen gibt es einfach etwas, was ich dazu sagen will. Ja, also einerseits ist der Tsunoda geschuld, dass dem Verstappen das Rennen, also der Tsunoda hat dem Verstappen das Rennen versaut. Jedoch hat jetzt der Verstappen ein Souvenir vom Tsunoda, was ich auch wieder cool finde. Und der Tsunoda hat den Gasly noch abgeschossen. Ja, der Gasly hat nachher auch noch später müssen, glaube ich, in Runde 26 war genau, hat er noch müssen retiren wegen dem Unfallschaden. Ja, also für Alpha Tauri wieder mal nicht so ein gutes Rennen gewesen. Tsunoda, ja, der hat im Montreal schon ein Scheissrennen gehabt, jetzt wieder mal nicht so ein gutes Rennen. Ich hoffe jetzt mal, dass es nicht zur Gewohnheit wird und hoffe mal, dass es da dann in Spielberg fast im Heim Grand Prix ja, dass es wieder bergauf geht. Ja, also ich glaube, Bromance ist vorbei jetzt. Ja gut, er hat sich ja noch öffentlich entschuldigt beim Gasly, habe ich noch herzlich gefunden. Ja, also ich denke jetzt nicht, dass es gerade da Krieg geht oder so. Nein, das nicht. Also da kannst wirklich... Das ist jetzt halt ein scheiß Wochenende gewesen, so Sachen passieren halt. Aber die kommen wirklich gut miteinander aus. Und ja, ich finde es einfach schade, weil der Tsunoda hat jetzt so viele Rennen nacheinander bewiesen, wie gut das er ist. Und solche Sachen, das kommt gar nicht gut an beim Red Bull Management. Da kannst du wirklich, das kannst du vielleicht zweimal erlauben. Ja, sowieso beim Helmut. Ja, aber es ist wirklich so, nach dem Motto Fool me once, wie sagt man? Shame on me. Nein, Fool me once, shame... Nein, das macht gar keinen Sinn, was ich sagen Das macht gar keinen Sinn. Aber Lass auf jeden Fall, es ist wirklich, also eines der Fehler erlauben kann er sich. Ein zweites Mal darf er eigentlich nicht. Und jetzt hat er in Kanada Scheiße gebaut, jetzt hat er nochmal Scheiße gebaut. Er muss jetzt sofort, was auch immer er gerade im Grind hat, rausnehmen und einfach wieder anfangen fahren, wie er es Anfang Jahr gemacht hat. Weil so Sachen darf er sich nicht erlauben, sonst ist er Ende Jahr draussen und dann sehen wir halt einen Liam Lawson oder einen Jehan Daruvala nächstes Jahr in dem Cockpit. Ja, so Sachen sind nie gut. Gut, ich glaube jetzt nicht, dass sie ihn schmeißen wegen 2 schlechten Rennen. Ich meine auch der Franz Toast heisst er, obwohl das die deutschen Kommentatoren immer Trost sagen. Keine Ahnung. Er hat ja auch schon gesagt, ich glaube, das war sogar in der Netflix-Doku oder ich weiß nicht, in einem Interview,
Dass halt eben die jungen Fahrer eigentlich, oder jetzt in der heutigen Formel 1 brauchst du halt einfach 2 Jahre eigentlich, bis du so ein bisschen im Flow in bist mit allem. Und also ich denke jetzt nicht, dass sie dazu Tsunoda werden schmeißen. Also ich kann es mir nicht vorstellen. Wo es allerdings immer Gerüchte gibt, dass er demnächst mal rausgeschmissen werden ist bei Mercedes. Ja, das hast du mir geschickt. Ah, ja. Dass der Toto die Schnauze voll hat vom Hamilton und jetzt dann demnächst mal aus dem Team rausgekickt. Also, Alter, wer auch immer die News in die Welt reinsetzt, der ist also auch vom Aff gebissen worden. Ja, ich weiß auch nicht. Ich habe immer so Zeug. Ich weiß nicht, Google schlägt mir so komische F1-News vor, aber ich drehe durch. Ich glaube, es weil du einfach ein Red Bull-Fanboy bist, darum. Nein, egal, Nein, manchmal kann man auch über Red Bull so scheiße. Ich will jetzt nicht, dass wieder, ich will jetzt nicht das Thema wieder frisch aufreißen. Wir reden jetzt über Mercedes. Ja, eben Russell haben wir jetzt schon ein paar Mal ein bisschen angesprochen. Ist relativ früh rausgeflogen, halt eben wegen dem Startcrash mit dem Guan Yu Zhou, Gasly, Tsunoda, Ocon, Albon, die sind ja alle ein bisschen so dort drin gewesen. Es hat aber noch eine lustige Situation, oder kuriose Situation gegeben, eben nachdem er ja zum Guan Yu Zhou gegangen ist und gemerkt hat, okay, es geht ihm eigentlich gut. Er kann ja auch nicht gross helfen dort. Ist er wieder ins Auto zurückgehockt, ist wieder ins Auto nicht gekumpelt und wollte das Auto anlassen und zurückfahren, weil eben der Ocon ist ja von eigener Kraft wieder in die Box hineingefahren und dann darf man das Auto reparieren. Da ja Red Flag war, hätte ja rein theoretisch der Russell auch wieder zurückfahren und hätte das Auto reparieren können. Danach, weil er aber das Auto so tot war, ist er scheint, aber das habe ich nicht mitbekommen, ist er scheint zu dem Marshall gesagt, hat gesagt, wartet noch mit dem Auto aufladen. Ich gehe nicht zu meinem Mechaniker und gehe fragen, wie ich das Auto wieder anlassen kann. Ist scheint zu der Pizza übergesäckelt, ist gefragt, wie man das Auto anlässt. Und als er zurückgekommen ist das Auto schon auf dem Anhänger oben gewesen. Und dann war er ein bisschen piss. Dann ist er mit dem Anhänger und mit dem Marshall zurückgefahren in die Pizza. Und dann hat er noch diskutiert mit dem wie heisst er, mit dem FIA-Dude. Er ist auch ein bisschen älter, ein bisschen grösserer. Nein, nicht der Herbie Blash. Hat immer so John Bauer. Ja, genau, der hat immer so Notizblöckchen dabei. Joe Bauer, so. Genau, der Joe. Der hat so angefangen mit dem zu diskutieren. Also hat er mir erklärt, hey, ich kann eigentlich zurückfahren, aber jetzt machst du es genau, darf ich nicht einfach das Auto zurückstellen und ja, darf es nicht reparieren, dass ich weiterfahren kann. Und dann hat er aber gesagt, nein, es geht nicht, aber du bist nicht von eigener Kraft zurückgekommen. Ich verstehe es, dass er natürlich genervt ist, weil er jetzt versucht zurückzukommen. Allerdings muss ich auch sagen, es hätte wahrscheinlich das Ganze dann nochmal unnötig in die Länge gezogen. Ja, ist hart oder scheiße für ihn, weil er hat jetzt wirklich in der letzten, keine Ahnung, wie viele Rennen sind es jetzt gewesen, wo wir hatten. Alle? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Nein, 9, 10. Stimmt. 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Das war das 10. Rennen. Also von 9. Ja, von 10 Rennen hat er 9 ist er ins Ziel gekommen und immer Top 5 oder besser. Und jetzt war es sein erster DNF gewesen. Ja, der Tag hat auch mal eigentlich kommen, aber ja, ich weiß nicht, also der Russell, hart für ihn. Ich glaube, er wäre safe auch gute Punkte reingekommen. Aber wenn wir jetzt so schnell kurz, oder willst du schon etwas sagen zum Russell, swap ich mal über zum seinem Teammate? Ja, nein, also ich einfach generell sagen, also ich glaube, da sieht man auch einfach so ein bisschen Dedication, wo der Russell hat, oder der säckelt zurück zu der Pizza etc. Das ist für mich so richtiger Legendenscheiß. Er haltet an, geht dem Joe helfen, nachher säckelt er zurück in die Pizza, um versuchen, das Auto zu retten. Also, du siehst einfach, das ist wieder mal ein Fahrer, der für Formel 1 lebt und liebt. Und das finde ich einfach mega cool zu sehen, dass wir. Ich habe wirklich das Gefühl, eine sehr gute Generation haben, die hier am Heranwachsen ist. Aber eben auch die alte Garde zeigt immer wieder, wie gut das sie ist. Und genau in dem Sinn übergebe ich dir das Wort zum Mr. Hamham. Genau, und zwar der Lewis Hamilton hat wieder mal ein Top-Rennen hergelegt. Also, ich muss ja sagen, mir wird ja immer ein bisschen unterstellt, dass ich ein Mercedes-Fanboy bin, obwohl das eigentlich gar nicht so ist. Aber ich finde es einfach momentan hure krass, was Mercedes aus dem Auto, das so viele Probleme gemacht hat, nicht motortechnisch, weil motortechnisch ist ein super stabiler Wagen,
aber hauptsächlich eigentlich halt Aero, Porpoising, Bounce, rumgehüpfen, wie auch immer, was sie aus dem Auto gemacht haben. Und der Hamilton hat einfach auch wieder gezeigt, dass wenn das Auto läuft und gut hebt auf der Straße und er ein bisschen Vertrauen ins Auto hineinbekommt, dass er einfach ein hure gefährlicher Fahrer wird. Nicht in dem Sinne, dass andere abcrasht oder so, überhaupt nicht, aber dass er halt einfach auch um einen Win kann fighten. Und ich schwöre, ich habe im Gabo geschrieben, während dem Rennen, Alter, der Hamilton gewinnt noch das Ding, weil der hat so eine kranke Pace gehabt, ist schon hure lang auf P1 gsi, hat mit den Mediums, die keine Ahnung wie alt sind, so lange können draussen fahren. Also der Mercedes, so der andere Reifenschoner drauf. Keine Ahnung, was dort für Pirelli-Reifen drauf sind. Aber wahrscheinlich eine extra dicke Gummimischung drauf, keine Ahnung. Aber er hat einfach noch 20er. Ja, wahrscheinlich, ja. Wahrscheinlich schon. Also wirklich extrem krass und krasse Pace gefahren. Und das Battle am Schluss mit Leclerc und Perez, Alter, das war so geil gewesen. Also ich habe wirklich noch gedacht, es wird im Nachhinein noch Strafen geben, aber es hat wirklich nichts gegeben zum Glück. Wäre auch schade gewesen, wenn sie noch im Nachhinein noch Strafe reingejasset hätten, aber ich habe es fast schon vermutet gehabt, Flashbacks von letztes Jahr noch. Aber Hamilton wieder mal einmal bewiesen, wenn der Karren läuft, dann läuft er und dann läuft er auch schnell. Muss man einfach so sagen. Ja, also ich habe vor allem einfach die letzten paar Runden habe ich so gefeiert. Also dort die eine Szene, wo sich der Perez und der Charles so richtig am Streiten sind und wirklich ein Überholmanöver nach dem anderen und nachher kommt einfach der Hamilton, drückt sich dort bei beiden durch. Hey, ich bin aufgestanden und habe rumgeschrien. Das war so eine geile Szene gewesen. Absolut verdienter dritter Platz. Mit der Pace, die er hatte, hätte er wahrscheinlich auch gewinnen können. Also wäre zur richtigen Zeit am richtigen Ort gewesen. Ja, sie hätten halt einen Win drin gelegen. Ja, definitiv. Und ich glaube, sie hätten nicht sollen. Also, sie müssen halt, wo Safety Car kam, sind sie auf Soft gegangen. Er hat ja auch noch mal gefunden, sind das wirklich die richtigen Reifen. Aber sie sind ja schon in der Practice nicht gut gewesen mit den Softs. Ja, genau, eben. Sie haben ja recht viele Probleme mit den, sie sind einfach nicht so schnell gewesen mit den Softs. Der Medium wäre eigentlich besser gewesen. Das Problem ist einfach, sie haben keinen Medium-Reifen mit keinen neuen, soviel ich weiss. Harz wäre einfach zu langsam gewesen für am Restart, weil der Reifen einfach zu kalt war. Und man hat auch gesehen nach dem Restart, wie der Hamilton abgerissen hat, weil er einfach keine Temperatur in den Reifen reinbekommen hat am Anfang. Und ich glaube, das ist schon ein bisschen das Problem vielleicht bei Mercedes, dass sie hier und da ein bisschen Probleme haben mit Temperatur in den Reifen reinbekommen. Aber wenn sie es mal haben, dann ist es gut. Aber am Restart hat er schon ein bisschen verloren gehabt. Aber eben, nachher war gleich ein richtig geiles Battle gewesen, ein richtig nice Fight gehabt. Und ist also wirklich... Man kann glaube ich sagen, ich weiß nicht, ob ich mich da zu weit aus dem Fenster lehne, aber so ein bisschen der Fight vom Jahrzehnt. Okay, klar, das würde ich... Ja, Jahrzehnt ist also... Da lehnst du also Kollege, da ist ja noch ein bisschen Zeche am Fenster an und der Rest schaut raus von dir. Nein, überhaupt nicht. Überhaupt nicht. Fight vom Jahrzehnt würde ich jetzt nicht sagen. Kollege, der Jahrzehnt ist 2 Jahre alt. Ja. Ein Jahrzehnt ist für mich immer 10 Jahre zurück. Nein, ein Jahrzehnt ist immer ein 10er-Block. Eben, ein 10er-Block, 2012 bis jetzt. Ja, ein 10er. Ja, ich weiss schon, was du meinst, von 10 bis 20. Bah, mein Gott. Du weißt, wie ich es meine. Ja, habe ich jetzt gerade gesagt. Gut, ja, ehrlich, fick mich doch nicht an. Ich bin gerade am Überlegen, ob es noch andere geile Battles gegeben hat, aber... Also, ich würde schon sagen, 2020, 2021 und jetzt 2022, das war bis jetzt absolut das geilste Battle gewesen. Also, falls euch, die noch zulassen nach einer Stunde, falls ihr ein anderes Battle im Kopf habt, schreibt es gerne bei uns in den Discord-Server rein. Unter Hashtag UnsafeReleasePodcast. Würde mich so wundern, was ihr noch meint, welches Battle für euch in den letzten 2 Jahren, ich betone es jetzt extra so, dass es auch verständlicher ist, für euch das beste Battle war in den letzten 2 Jahren. Schreibt es gerne rein, würde mich wundern. So. Ich kann mir sehr gut vorstellen, welches das reinkommt. Ich sage jetzt noch nichts, aber ich predikte eins, ich sage es dann noch im Podcast. Okay, ist gut. Gut, völlig aus dem Konzept aus, aber ja gut. Egal. Ich würde sagen, wir machen einfach weiter. Was willst du? Welches Team willst du ansprechen? Red Bull oder Ferrari?
Ja, Ferrari ist die Hauptstory, wegen dem würde ich sagen, Also. skippen wir noch ganz kurz zum Max Verstappen, ganz kurz. Was mich dort vor allem krass gedrückt hat, im Rennen, ist, ich glaube, man hat es ganz klar gesehen, wenn du vergleichst, was ist wichtig am Auto. Oder? Der Charles Leclerc kann das ganze Rennen ohne rechts Frontwing Endplate umfahren. Und der Max Verstappen hat Unterbodenschaden und ja, ich reiche gerade mal auf Platz 7 rum und kämpft noch um Platz 8 mit dem Mick Schumacher. Andererseits muss man auch sagen, du hast mir ein wunderschönes, oder nein, hast ein Poster gehabt, in die Story rein. Ein Foto von Max Verstappen, wo er sein Souvenir vom AlphaTauri hat. Also das ist irgendwie etwa eine Meter grosse, 50 cm breite Planke an AlphaTauri, die im unteren Auto war. Ein Meter würde ich jetzt nicht sagen. Mal von der Länge schon fast. Also sicher ein Unterarm. Da magst du schnell, ich gehe jetzt gerade das Bild anschauen. Nein, das ist nicht... Das ist etwa Unterarmlänge. Ja, mal könnte jemand herkommen, ja. Mal. Und das ist ihm irgendwie im Unterboden drinnen gehängt und hat anscheinend auch noch ziemlich etwas kaputt gemacht unten dran. Und das hat man halt einfach auch gesehen an seiner Leistung. Also er hat gemeint, er hat einen Puncture, das war der Weg schlimm gewesen. Und ja, das zeigt halt einfach, dass die Aerodynamik jetzt einfach einen anderen Fokus hat. Aber eben, ich habe es vorhin eigentlich schon angeschnitten. Max hat definitiv das Beste daraus rausgeholt. Ich glaube, allzu viel gibt es über sein Rennen nicht zu sagen. Ja, ich habe nicht groß zugelassen, weil ich gerade noch am Handy war. Aber ja, der Verstappen ist... also sein Rennen ist nach dem eigentlich ein bisschen durch gewesen. Ein paar coole Funksprüche haben wir ja noch gehört von ihm. Und eben, wie gesagt, das mit dem Battle mit dem Mick haben wir ja schon angesprochen. Wenn ich wieder mal muss in den Himmel loben, ist wieder mal der Sergio Perez gewesen, sein Teammate. Also, der ist ja eigentlich blöd gesagt, ist ein Opfer geworden vom Leclerc, weil Leclerc gemeint hat, so, ich muss jetzt mal so alle Schubs reinteifen und hat dann mal den Frontflügel an den Arsch gefahren. Der Armkeib musste dann nachher den Frontwing wechseln und ist dann nachher einfach vorgefahren auf P2. Wieder mal einmal mehr bewiesen, der Typ gehört in die Formel 1 sein, der Typ gehört zu Red Bull, der Typ fühlt sich im Auto wohl und ich liebe einfach seinen Vater. Alter, im Perez sein Vater, wenn ich den sehe, da geht mir immer das Herz auf. Er hat einfach im Hamilton seinen Vater geküsst, was einfach das geilste Bild war vom ganzen Wochenende. Sogar der Hamilton hat seine Story gepostet. Alter, also ich muss einfach sagen, im Perez sein Vater einfach so das andere sympathische Kerlchen. Und mehr muss ich nicht sagen. Perez einfach wieder mal einen absolut krassen Drive abgeliefert in Silverstone auf einer Strecke, die ihm eigentlich nicht so liegt. Ja, also ich muss wirklich auch sagen, also Perez der entwickelt sich für mich langsam, aber sicher zu meinem Lieblingsfahrer. Also ich habe schon immer eine hohe Haltung von ihm gehabt. Und vor allem spätestens seit Bahrain 2020 ist das nur noch stärker geworden. Und jetzt muss ich echt sagen, er ist sau sympathisch, er macht einen super Job, ist extrem bescheiden und trotzdem hat er so das gewisse Feuer in sich. Weißt, du weißt, was du mit ihm bekommst und du weißt, dass so Action mit ihm kommt. Und trotzdem ist er aber auch ein Fahrer, der sehr gut das Rennen kann kontrollieren kann. Und eines mehr muss einfach gesagt sein, also du hast ja vorhin gesagt, beim Hamilton, der hat irgendwie Reifen schon drauf. Also ich weiß auch nicht, der Perez ist einfach der absolute Reifengott. Ich glaube, wenn es mir nicht täuscht, 45 Runden mit dem Medium gefahren. Andere haben das nicht mal mit der Harz fertig gebracht. Und also echt, der ist wirklich auf einem Level, wo er es bis jetzt noch nie war. Ich glaube, der hat zur perfekten Zeit seine Blütezeit gefunden. Ich glaube aber eben auch, dass ihm generell das Red Bull Auto sehr liegt. Er kann einfach gut damit umgehen. Letztes Jahr zwar schon nicht ganz, aber jetzt, er hat auch gerne ein Auto, das ein bisschen anders Steer hat. Und ja, das haben halt die neuen Autos generell. Und man merkt einfach, dass ihm das Auto liegt. Und wenn er nicht den Max Verstappen als Teammate hat, das ist so ein bisschen das Gleiche wie beim Bottas immer. Wobei beim Bottas würde ich das nicht behaupten. Aber wenn er nicht den Max Verstappen als Teammate hat, wäre er definitiv der Teamleader und auch der Championship-Leader. Da bin ich überzeugt. Also sagen wir, der Verstappen wäre in einem Mercedes oder in einem Ferrari, würde er jetzt nicht mal an einen Perez hinkommen.
Ich hoffe für ihn, dass er sein, was sind es jetzt, 34 Punkte, die er zum Ja, 34 Verstappen Punkte, das hat, gerade schon genau. ausgerechnet, ja. Dass er die noch mehr kann schrinken kann. Ich hoffe, dass er noch mal ein paar Race-Wins jetzt reinholen kann, weil ich glaube, er ist unsere beste Hoffnung für einen Championship-Fight. Ich bin ganz ehrlich. Ich glaube, es wird jetzt einen Kampf geben um Platz 2 mit Mercedes gegen Ferrari gegen Ende des Jahres. Und dann hoffe ich also wirklich, dass Red Bull da einen internen Teamkampf kann anbieten kann. Ich glaube, der Perez ist wirklich unsere beste Hoffnung für einen guten Zweikampf in dieser WM. Ja, aber meine Befürchtung ist da einfach, dass sie dann nachher den Verstappen nicht bevorzugen. Habe ich einfach das Gefühl. Ich habe seit Monaco habe ich das Gefühl eben nicht mehr so. Normalerweise würde ich das jetzt unterschreiben, weil es ist Red Bull, aber seit Monaco habe ich echt das Gefühl, die lassen den Perez fahren. No fighting. Auch, weil sie, no fighting. Ja, na gut, das war taktisch gewesen. Ja, logisch. Nein, Andere also, Strategie. ich denke halt, wenn jetzt zum Beispiel eben der Verstappen noch hier und da vielleicht mal noch einen Ausfall hat, weil ich meine, der Verstappen ist ja, der Verstappen hat ja auch in dieser Saison, muss man auch lassen, also hat immer fette Punkte geholt und immer gute Punkte geholt, und wenn er mal keine guten Punkte geholt hat, ist es halt einfach irgendetwas gewesen, irgendwie ein Defekt oder sonst irgendetwas. Das ist ja seit Anfang 2021 so, wenn nicht sogar noch früher. Also ich glaube, der Verstappen ist momentan in seiner absoluten Blütezeit zu allem Männern. So alle ihre Blütezeit, ja. Ja, also ich beide finde Fahrer. einfach das Wort so komisch, Blütezeit. Aber egal. Nein, also ich hoffe auch, dass der Perez die 34 Punkte noch kann holen oder auch mal ein bisschen aufschliessen, dass eben der Verstappen hier und da vielleicht mal noch ein DNF macht. Es sind ja noch 12 Rennen jetzt, oder sind es so 13 Rennen? Ich weiß nicht, wie viele das sind. Also, zu viel. wie viel? Zu viel. Viel. Ja, es bleibt sicher spannend dort, und ja, ich hoffe einfach, dass dort eben das halt einfach teamintern kann gefightet werden und nicht das Stallodern da regieren. Ja, Ja, es hat es zum Glück bei Ferrari nicht gegeben, das Wochenende. ja, Also, genau. echt Chapeau, dass die in so einer Situation keinen Teamcall gemacht haben, respektive sie haben es versucht. Ja, Aber also, Sainz hat es mal prompt abgewehrt. Aber, also ja. ich muss es so sagen, dort, wo der Sainz vorne war, hat er ja, und also noch vor Safety Car ist das gewesen, hat ja der Sainz hat ja eine Vorgabe bekommen, hey, du musst so schnell fahren, weil sonst müssen wir Leclerc durchlassen, weil der Hamilton kommt. Und das haben sie ja hure lang in die Länge gezogen, sicher etwa 5-6 Runden oder so. Hat es immer wieder geheißen, ja, du musst Pace erhöhen, musst mehr Pace haben und weiss nicht was alles. Der Leclerc hat das andere gejammert am Funk, das ist mir so viel weg langsam gegangen. Also klar, ich verstehe es, aber irgendwie auch ist mir so auf den Sack gegangen. Also beim Leclerc hast du richtig gemerkt, der will einfach die Stalllader jetzt haben. Und dann nachher haben sie dann gesagt, also, okay, ja, wir müssen das Leclerc durchlassen, weil wir erreichen die Pace nicht. Und dann ist er aber auch nicht gross weggezogen. Also der Sainz hat ja, glaube ich, noch irgendwie also nicht einen Defekt gehabt, aber irgendwie ein Problem am Auto gehabt. Da hat er irgendwie so 2-3 Sekunden verloren, weil er nicht mehr so schnell gefahren ist. Plus hat er noch ein Balance-Problem gehabt. Aber der Leclerc ist dann nicht irgendwie so extrem weggezogen. Und dann ist die Safety-Car-Phase gekommen. Und dann muss ich aber wirklich sagen, finde ich korrekt. Also da stimme ich dazu, was du gesagt hast. Und da muss ich sagen, finde ich auch wirklich richtig nice, dass der Sainz da dann wirklich gesagt hat, hey, nein, das finde ich jetzt einfach nicht korrekt, was er möchte. Dass ich da soll 10 Wagenlängen Abstand halten zum Leclerc, was ja das Maximale ist, was man haben beim Safety Car. Nur, dass ich ihn decken kann, dass er gewinnen kann, blöd gesagt. Aber ich bin angreifbar vom Hamilton eigentlich. Und Mit den frischeren Reifen. mit den frischeren Reifen, genau. Den haben sie ja nicht mal gepittet. Er hat es schön gesagt, er findet jetzt nicht irgendwelche Sachen. Bitte, er findet einfach nicht. Das Ja. ist absolut der richtige Kommentar. Ja, und das stimmt. Und dort hat er ja noch, dort habe ich auch noch zu dir gesagt, ich glaube, sie haben eben den Leclerc bewusst nicht gepittet, weil er einen defekten Frontwing hatte. Weil ich glaube, mit frischen Softs wäre die Pace nicht gegangen oder hätte nicht können gehen wie alle anderen auf den frischen Softs. Weil das ist ja wieder die letzten 10 Runden ist wieder einfach so ein Sprintrennen gewesen. Und ich glaube, der Leclerc hätte, ich glaube nicht, dass er die Pace hätte können gehen.
weil der Soft mag dann zwar schon mehr Grip haben, aber der Aero spielt natürlich bei höherer Geschwindigkeit auch immer eine größere Rolle und ich glaube, auch wenn es so ein Sideplay gewesen wäre, ich weiß nicht. Also früher haben die gesagt, so, ja, es spielt nicht so eine Rolle, aber ich glaube schon, dass man ein bisschen einen Unterschied gemerkt hätte. Also er ist ja auch klar hinter der Kate. Ich meine, ich glaube, der Leclerc ist generell immer ein bisschen übereifrig vom Gefühl her, wie gut oder wie weit sein Talent auch lenkt, oder? Ich meine, er hat Huren umgestürmt, dass er endlich führen kann und ich muss auch sagen, das hat mich jetzt wirklich auch genervt. Ich finde es generell nicht so schön, wenn der eine sich, oder wie das, kannst jetzt sagen, was du willst, aber das zeugt ein bisschen davon, dass er sich als Nummer 1 Fahrer fühlt in diesem Team. Das ist, ja, okay, der eine oder andere Fahrer würde auch sagen, aber jetzt gleich über Norris, der motzt auch immer sofort, wenn jemand vor ihm ist, weil er sieht sich einfach als Nummer 1 Fahrer, oder? Und dort muss ich echt sagen, ich meine, er hat ihn nachher überholt und du hast es vorhin schon erwähnt, das ist einfach, der ist jetzt nicht davon gezogen, der Leclerc. Er hat vielleicht 2 Sekunden oder so rausgeholt, aber er hat nicht so eine viel schnellere Pace gehabt. Und ja, ich glaube auch Ferrari hat da bewusst das so entschieden. Ja, und ich meine, was wollte man sagen? Was ich cool gefunden habe, der Binotto hat den Leclerc, schon bevor der Leclerc irgendetwas im Team hat können sagen, hat er ihn zusammengeschissen. Und ich glaube, dort sind wahrscheinlich Wörter gefallen wie «Vergiss nicht, du fährst in einem Ferrari und freu dich über deinen Teammate». Weil das ist genau das, was man an so einem Tag machen muss. Und klar sind es wieder mal verlorene Punkte. Klar ist es wieder mal Ferrari-Strategie, die versagt hat. Aber sind wir ehrlich, der Leclerc ist sich schon bevor er zu Ferrari gegangen war, bewusst gewesen, dass Ferrari in diesem Thema Mühe hat. Also wenn er mit dem jetzt Mühe hat, muss er sich auch bewusst sein, ey, er hat sich auch für Ferrari entschieden, nicht nur Ferrari für ihn. Ja, aber am Ende des Tages der Smooth Operator, und ich habe es endlich mal, also ich habe es schon oft predicted, dass er wird gewinnen und jetzt habe ich endlich mal recht gehabt, er hat endlich auch mal gewonnen. Und in meinen Augen auch, ja, schon auch verdient. Also ja, auch, verdient, obwohl das natürlich auch klar ist, man kann sagen, so, ja, wegen der Strategie von Ferrari und Leclerc und so hat er gewonnen. Ja, also der Sainz hat schon auch eine sehr gute Pace gehabt. Also in Montreal schon ist er auch wieder so mit einem halben Fuß auf dem Podest gestanden, hat der Verstappen jetzt so heftig unter Druck gesetzt. Und jetzt schon wieder, also ist er wirklich eine sehr, sehr gute Pace gefahren. Und sein Überholmanöver, Alter, wie er den Leclerc dort auf der Ranked Straight rausgedrückt hat, der ist schon noch recht, der ist schon recht, wie soll ich sagen? Also für Teammate gegen Teammate ist er kritisch. Der ist schon Picohones Mann, Alter. Der ist schon recht krass gewesen. Aber er ist ja dann nachher auch gut davon gezogen. Also du hast gesehen, mit den Softs ist er schnell davon gefahren. Er hat ja dann 4-5 Sekunden rausgefahren, weil die anderen nachher auch so angefangen haben zu paddeln. Der Perez war ja nachher auf 2 gewesen, hat ja nicht mehr aufschliessen. Dort wäre wahrscheinlich schon schneller gewesen auf die Dauer, aber die Runden sind ausgegangen. Aber eben, wie gesagt, der Carlos Sainz absolut verdient endlich mal seinen ersten Sieg geholt. Und ich glaube, genau das hat er gebraucht, seinen ersten Win. Und ich glaube, der Typ wird jetzt in den nächsten paar Rennen komplett anders fahren. Ich glaube es auch. Das wird bei ihm so den Schalter umgelegt haben. Und auch wenn er noch nicht zu 100% mit dem Auto klarkommt, er kommt viel besser klar als am Anfang der Saison. Er hat jetzt seinen Win endlich hinter sich und das ist so ein riesen Druck, der von ihm weggeht. Und man kann auch sagen, also klar, in Montreal ist er ja auch schon happier gewesen, aber das Wochenende ist wirklich gemerkt, er hat gestrahlt und das ist wirklich das, was er schon lange wieder mal gebraucht hat. Einfach ein Wochenende, wo alles gut läuft. Er hat seine erste Pole Position und seinen ersten Sieg in einem Rennen. Ja, ich meine, hat der Hamilton nicht die allerletzte Runde noch eine absolut kranke Zeit angefetzt. Dann hat er ja sogar fast einen Grand Slam gemacht, jetzt mit Ausnahme von den Practice Sessions. Und ja, zu absolutem Recht. Ich meine, es ist über 10 Jahre her, wo das letzte Mal in Spanien auf dem Stockel gestanden ist. Ich muss sagen, ich habe es wirklich genossen, die spanische Hymne zu hören. Das war einfach schön gewesen. Und das ist genau das, was ich wollte. Oder? Das ist eine Season, wo jetzt wirklich schon mal 4 verschiedene Gewinner hervorgebracht hat. Und ich bin überzeugt, es werden noch ein paar andere Gewinner geben in dieser Saison. Es wird sicher noch 10 oder andere crazy Rennen geben, so wie die Saison momentan verläuft. Und es ist wichtig, dass er nicht einfach nur aus einem crazy Rennen raus
gewinnt. In meinen Augen war es wirklich on pace gewesen. Er hat es wirklich verdient, auch zu gewinnen. Und wie du schon gesagt hast, für Strategie hin oder her, er hat sich in die Position hineingebracht, er hat es im Frontflügel nicht kaputt gemacht und hat schlussendlich die Bevorzugung auch bekommen und verdientermassen bekommen. Also dort finde ich es jetzt nicht fair, wenn man sagt, ja mal, er hat nur gewonnen, weil es ein crazy Race war. Im Gegenteil, ich finde, er hat sich diesen Sieg erkämpft und absolut verdient. Ich freue mich 100%, hätte Perez das Rennen noch gewinnen mit dem Auto, wenn er nicht so eine Battle hätte mit dem Leclerc und dem Hamilton. Ich glaube, der Perez hat doch voll Pace dafür gehabt. Ja. Und das wär wieder mal... Also er hat es so schon bewiesen, dass er einfach ein absoluter Gott ist, ihm von hinten nach vorne kämpfen, aber ja, das wäre definitiv machbar gewesen. Das glaube ich auch. Ja gut, das wäre also das Rennen in Silverstone und auch unsere Episode von heute. Wir haben einen Haufen Fragen bekommen im Discord drin. Wir haben die Fragen alle gelesen, wir haben sie aber noch nicht beantwortet und wir haben sie auch nicht vergessen. Also die Episode wird auch noch kommen. Da schon mal Props an euch. Wir haben sehr, sehr, sehr coole Fragen bekommen und falls ihr noch eine Frage kennt, die euch auf der Zunge brennt, die wir beantworten sollen, sage ich jetzt etwas für uns privat oder irgendwie etwas über die Formel 1. Es kann nichts mit der Formel 1 zu tun haben. Schreibt das gerne in Discord-Server rein, als ich vorher schon gesagt habe, unter dem Hashtag UnsafeReleasePodcast. Dort einfach gerne reinschreiben. Der Link zum Discord-Server solltet ihr eigentlich hier auf Spotify oder hier auf Apple Play, nicht Apple Play, Apple Podcasts heisst es ja, und Google Podcasts gerade finden. Und würde uns freuen, wenn ihr wieder reinjoinen, eine Frage reinstellen. Und wie gesagt, das wäre es mit der heutigen Episode. Wir bedanken uns recht herzlich fürs Zuhören, dass ihr so lange dabei sind. Ich weiss, es gibt wieder eine sehr, sehr lange Folge. Aber Silverstone ist einfach ein grosses Gesprächsthema gewesen, weil viel passiert ist während dem Rennen. Und wie gesagt, wir hoffen, euch hat das Ganze gefallen und wir hören uns wieder in der nächsten Episode vom Unsafe Release.